Merci, Herr Präsident. Ich meine, zuallererst muss ich rappelieren, dass das Budget, wie all Budget aus der EU, sich am Kader von der koordinierten EU-Budgetspolitik bewegt. Was heißt das konkret? Ich habe schon ein paar Mal erwähnt. Ich muss abhalten, so habe schon ein paar Mal erwähnt, weil das so nicht okay ist, wenn ich nur Mensch schwätzt. Aber das ist von dem ominösen Objektiv à moyen terme schwätzt den OMT, den ein gewisses Limit am Sold budgetär vorgesehen. Das heißt, dass alle EU-Member, die kann innerhalb von dieser minimalen oder maximalen Limit, die kann sie festlegen. Das heißt, wenn der Schwach trifft, so wie die heutige Regierung bei dem heutigen Budgetlimit tief zu halten, das heißt bei einem Minus von 0,5%, dann ist das konkret, dass die Regierung sich dementsprechend Sput gibt, für gewisse Depensen oder Investissementen zu machen oder auch nicht. Das ist dann die sogenannte Gölle-Regel. Wir sind prinzipiell gegen das Prinzip, gegen die Gölle-Regel. Das für allem, weil so sicher wirklich geht, wenig Spielraum lässt, für eine sogenannte antizyklische Politik zu machen, und dafür auch mit responsabel ist, dass wir 8 Jahre nach der Finanzkrise noch immer an der Krise sind. Wir sind prinzipiell gegen die Regel, weil sie die Leute penalisiert, indem sie unnütze Spurmesuren provoziert, und dadurch, dass sogenannte strukturelle Reformen durchgesetzt werden. Das heißt meistens, dass man dazu dient, dass das Sozial- und Arbeitsrecht aufgebaut wird. Und wir sind noch prinzipiell dagegen, weil sie nicht demokratisch ist, weil durch die Memberstaaten hier Budgetpolitik ganz stark eingeschränkt gesehen, und dann stellen sie sich so als Deputierten auch froh, für was den gewählt wird, von den bei so wichtigen Frauen, wo sich ganz limitiert kann agieren. Das ist aber bemerkenswert, muss ich so festzustellen, dass so gut die EU-Kommission, aber zwar auch auf eine ganz ungenügende Art und Weise am Gange ist, die Austeritätspolitik ein bisschen auf Frau zu stellen, indem sie die Länder aufruft, die am meisten budgetären Spielraum haben, mehr zu investieren. Aber das ist natürlich nicht verwunderlich, dass den Herr Schäuble das Initiativ am ECOFIN-Rat blockiert, weil Deutschland weiterhin auf die Investitionsbremse drückt, was, wie wir wissen, Gift für Europa ist und noch Gift für Deutschland und die deutschen Bürgerinnen und Bürger ist. Den Herr Bodrias ist darauf angegangen. Ich meine, sie nicht nur Mauern von den Schulen, die verschimmeln an Deutschland. Das Problem ist aber den, dass die Länder mit keinem oder wenigem Spielraum weiterhin nicht nur aufgefordert gehen zu spüren, aber auch nach Lehn zu kürzen. Mit so einer Politik lebt die EU weiter mit Scheuklappen Richtung Mauer. Für Linke also eine kleine Erkenntnis, mit das nicht nur hier zu Lützeburg, sondern auch in ganz Europa, gehen wir nicht mit so, wie das doch sowieso meine Praxis war Kontinent, dass der Staat soll investieren, gerade in Krisenzeiten, und dass Spurmesuren bei den Leuten keinen Sinn machen. Das war auch eine gängige Praxis in Westeuropa über die Jahrzehnte. Das war auch eine Zeit, wo die Leute sich relativ wenig Probleme mit der EU hatten, respektiv mit der europäischen Kommunität. Das als kleinen Hint, merci Herr Präsident, ich meine noch Smith, das als kleinen Hint, der lernt das noch, ja. Die anderen können nicht nur lernen, étant donné, dass sie nicht mehr da sind, CSV, aber bon, das ist schwer. Das ist eine seriöse Regierungspartei. Und dabei sind die Luchten noch nicht aus. Aber bon. Also, voilà, merci, Madame. Also während über die Jahrzehnte war eine englische Praxis in Westeuropa für justement zu investieren, für keine Spurmesure bei den Leuten zu erholen. Und das war eben auch eine Zeit, wo die Skepsis oder die sogenannte EU-Skepsis nicht so groß war. Und das wäre ein kleiner Hint auch an all die, die noch immer nicht verstehen, wie die EU-Skepsis immer mehr groß geht. Und dann ein tragisches Beispiel, das hat nach Kindern von der geschwärzt, ich komme dann eben da als für Griechenland, wo Spurmesuren, die nach dem Chantage von der Troika
an dem ekonomische Putsch durchgesat goufen en der Affäre vun Deutschland, a wo die Lützeburger Regierung Montamat gemacht huet, dat wird man net vergessen, die hun eng Sozialsituation geschaffen, die katastrophal ist. Wirklich katastrophal ist, Land ruinéiert hunn an zum Ausverkauf gefordert hunn, an noch dazu gefordert hunn, gene joch gern so, dat die griechische Regierung, der mir nostehen, mehr als die Lenk auch Fehler gemacht huet. Am Lo kennt den Zynismus kein Grenze méi, weil lo wo die griechische Regierung awer wölt den 13. Monat bei de kleine Renten aufheieren, dann ass den Herr Schäuble fir de misere Bësse drohbar zu machen, do blockéiert Remenker Deutschland, dem Herr Schäuble sein Deutschland fir die Hëllefen auszusetzen. So den Andruck gehabt, wie wann Remenkeier die Lützeburger Regierung am Schleppthaufen Deutschland fir op des froh. Op Fall wäre ich froh, wann der Stoch Apps kennt gewur gin. Dat alles gesot immer der Meinung, dat es schon besser ass innerhalb von dem schlechte System von der Gëllner Regel es soll strukturell zu holen von 0,5%, den als mi Spielraum gëtt für Investitionen. Obwohl man aber trotzdem der Meinung sind, dass die soll strukturell Minimum, also der Minus von 0,5% sowieso schon an Eisen so viel restriktiv ist, muss man aber auch so, dass man als wirklich nicht an die Richtung kennten miste Bewegung wie verschiedene Hai dadurch wollten für an die andere Richtung zu gehen, dat statt noch mehr restriktiv zu machen, dat nach mehr nur Berlin zu gucken, dat nach mehr Austerität zu machen wie überhaupt neidisch. Herr Präsident, gegen dem wat Patronatskriser immerem behaupten, sind unsere Staatsfinanzen zu Lützeburg aber relativ gesund. Und gegen dem wat Patronatskriser immerem behaupten, drohen Spurmesuren an den öffentlichen Ausgaben, aber bei den sozialen Ausgaben nur dazu bei, dass Staatsfinanzen besser durchstehen. Den unevaluierten Spurpack, aber den das Regierung am Anfang von ihrer Amtszeit durchgesagt hat, wird nicht zu der gesunden Situation von den Staatsfinanzen beigedrohen. Defizite, die die Administration zentral möchte, an dem sie investiert, können im Wettgemacht gehen, weil die Investissementer weiterhin mittel- und langfristig Ressourcen heranbringen, an erreichen auch so de Patrimoine vom Staat. Genauso wenig keinen Sinn möchte bei den Leuten zu spüren oder nicht genug zu investieren, möchte doch keinen Sinn, wenn der Staat seine Aufgaben verscherbeln. An dem Kontext darf wir noch nicht vergessen, dass Revenuen vom Staatsbesitz 50% Zinsen, die zurückbezahlen muss, depassieren. Herr Präsident, Finanzen von der Administration zentral sind gut, an unser Sozialsystem als im Moment finanziell am Überschuss. Dafür muss ich auch frohen, ob die Aufschaffung vom Plafond von der maximalen Reserve von 20% bei der Assurance Maladie Maternité nicht bedeuten, dass es mit weiteren Spurmesuren verbunden wird. Das muss nicht der Fall sein, aber das kann aber ein Signal sein an die dorten Richtung. Und da muss ich aber auch noch unterstreichen, dass andererseits ein Patronat aber unter dem gegraft kriegt, das ist der Fall bei der Mutualité des Employeurs, wo erstens Patronat eine Reduktion kriegt von ihrem Taux von 2% auf 1,95 und dass der Staat sich weiterhin verpflichtet, auch den exzedentär Depensen zu überholen. Herr Präsident, Regierung brett sich mit den Investissementen, allerdings muss ihn das aber mit großer Vorsicht genießen. Wenn er von Investitionen schwätzt, muss er noch von Ressourcen schwätzen. Und da haben wir ja gerade ein Problem von der Steuerreform, die ja ein paar die Steuernischen nicht aufgeschafft wird, mit dem Staat auch Ressourcen wäschelt, notamment durch das Aufsetzen von der Betriebssteuer. Gehen dann die Investitionen durch, sind die 2,23 Milliarden genug für alles notzuholen, was notzuholen ist. Erstens muss ich daran erinnern, dass wir an puncto Investitionen auch von weit kommen und dass man wirklich geht mit dem 4% vom PIB zurück, ob einen relativ normalen Investitionstaux zurückkommen sind. Das ist nicht enorm. Und das ist auch nicht enorm, wenn die von den du nur noch guckt, wie dann pluriannuell weitergeht. Zweitens muss ich feststellen, aber auch, dass die Investitionsquote zum großen Teil aber auch durch Investitionen wie den Tram, das wir begrüßen, mit trotzdem wie den Tram an Tisch geht,
an noch dat Fitkeier moll den Recherche an Development och mat als Investitionen mat gerechen gin net ze vergessen och vum Projekt vun der Multimodalplattform zu Beeteburg, die man selbstverständlich unterstützen. Ich meng dat relativiséiert awer och de großen Enthusiasmus vun der Regierung wat Investitionen ugeht. Wenn da gesagt wie groß der Retard zu Lützeburg a Punkto Infrastrukturen, an a Punkto energetisch Transition, a Punkto Wohnungsnot, da kann ich net vun eng große Wurf schwätzen. So spreche ich noch sowieso dann eng neue Steuerreform, eng richtige Steuerreform, die Finanzkapazität vom Staat assurieren gave. Weil man lo awer Budget den a Punkto Investitionen zwar net null ass, mir bei weitem an net der große Sprung aus von dem geschwart gouf. Wenn man zum Beispiel holen de Logement, Herr Präsident, nachdem es jahrelang dann so gemerkt goufen zu Lützeburg iwwer die Krise vom Logement. Die viel Leid an Dermut stürzt, als sich endlich iedereen eins, dass man mit einem reellen Problem am Logement konfrontiert sind. An der Weg geht, das ist mal kein Problem, was das Logement angeht. An der Weg geht mis ein État d'urgence sind, ein État d'urgence vom Logement. Es gibt ja viele État d'urgence in letzter Zeit ausgerufen. Merci, ausgerufen. Aber ich meine, wenn den sozialen État d'urgence gibt, dann ist es den am Logement. Und da hilft auch kein Gepleicht, das mehr. Und da helfen auch keine Halfmesuren. Wir mengen, dass das aber die Politik von der Regierung ist am Bereich vom Logement. Und ich meine, gepleicht das oder Halfmesuren, da schwätzen nicht ganz einfach die Subvention Loyer. Und wir sind in dem Moment als Slang, wo man also aber relativ kritisch ausgeschwärzt hat, par rapport zum Gesetzesprojekt zur Subvention Logement, da sind wir aber schon mal blass vernannt gehen. A viel Leid oder gewisse Leid op der Regierungszeit hun dat einfach net verstanden. Mir wäre kritisch net, weil man gegen mesure sind fir Lokataires. Konträr mün jo eng Party firgeschloden, mir sogar eng Proposition de loi deposéiert fir Lokataires. Wir waren der Meinung, dat durch die Subvention Logement ou sech a wirklich geht, dat de gonnet gift fir sorgen, dat ein Hauptproblem resorbéiert gif ginn dat hecht dat Marcheen, der Preiser Marcheen géfen abordabel ginn. Dat wird zo net drohen. Dat hecht mehr hunn und der Effikazitéit vun dieser Mesure gezweifelt. Weil net nëmme werd die Almos sech auch vum Steuerzöller, also auch vun enger Party vun de Lokataire bezzuelt ginn. Mais sie hat doch net dazu beidrun, dat Preiser Rof ginn a wahrscheinlich ginn soch nach Loser de Loien mat der Zeit integriert, van Bayier sowieso renouveléiert ginn. Dofir ass doch ke Wonder, dat de Posten ou sech or am Budget fir 2017 sech viel méi il a été revu à la base an op 10 Millionen Euro gangen ass. Dat huet heks wahrscheinlich auch dommer dat ze dien, dat all die kumuléiert Kriterien fir iwwerhaupt am Genoss vun der Subvention Loyer ze kommen, so zu Summe geschnitte sinn, dat u sech immens viel Fäll wäch fallen, immens viel Leiit, die am wirklich geht, die Subvention Loyer ou sech kenten gebrauchen, dat ze déi net gebrauchen. Für wirklich etwas op der Logementsfront zu bewegen, du muss ganz ambitiös sinn. Und da sind wir an der Investitionspolitik. Erstens muss de Plafond vun de Loyen neu festlegen. Dat huet net direkt mat Budgetspolitik zu den, ich meng dat das awer eng ganz wichtig Mesure, die mis geholt gin. An net nëmmen dat, et muss auch dofir gesuercht gin an sech Mëtlen, muss sich auch Mëttle gin, fir dat de Plafond iwwerhaupt respektéiert gëtt. Dat das ein zweite Problem zu Lützeburg, gin oft Sachen desideiert, mit nu gin se net respektéiert. Enfin, ça dépend, wen het betrifft, natürlich. An do lief de noch dat leeft natürlich auch iwwer Stärkung vun de Mietkommissionen, méi mir mengen awer och, an ich komme do mat der Remenkeer, dat et och misslafen iwwer Schaffung vun enger nationaler Wohnungsbaugesellschaft, die selber baut, opträg gëtt, selber verlohnt, an die joch selber energetisch Kriterien gëtt, an déi och an dofir sech dat zo respektéiert ginn, méi moi kindnte man och nach beim nächste Projekt vun der Klimabank doiwwer diskutieren. Ech mengen mir mengen als déi lenkt dat ein größere Projekt ass, wo müsste stark investiert ginn. Die Stadt muss endlich seine Rolle vorholen. Und dafür muss massiv ansprangen, so wie das doch an der Education als normal empfunden wird, wie an der Gesundheit auch als normal empfunden wird, muss das doch beim Logement sein. An einer Stadt wie Wien, in Österreich, sind 70% der Wohnungen, die gehören der öffentlichen Hand. Und ich meine, das ist eine Richtung, an der in Lützburg misst gehen.
Das ist nicht die Richtung, an der man gehen. Das ist eine Richtung, an der ihr müsst gehen. Und das ist natürlich ein grosses Investment. Gemengen nach Staatssumme zu Lützeburg, solange öffentlich als natürlich, ja, Herr Fayo, mais de Prinzip ist, dass öffentlich Hand das muss überholen. Leider muss ich aber feststellen, dass die Regierung auf der Logementsfront nur 3 Jahre schon am Gang ist, an unseren zu scheitern. Das muss ich aber sagen. Aber wenn dann 2018 die heutige Regierung dann ist, also man von der Legislaturperiode ist, wird man leider feststellen, dass Menkeja 5 Jahre verloren gesehen, was das Logement angeht. Herr Präsident, ich weiß nicht, so wie viel mir zu Lützeburg an 20, 30 Jahren Werte sind. Ich kann noch nach so manches auf dieser Welt, ich kann noch nach geschehen. Aber es scheint evident zu sein, dass wir wissen und dass wir auch schon so stark gewusst sind, dass wir transportmäßig nicht mehr nachkommen. Das kann ihnen natürlich nicht exklusiv dieser Regierung anleisten. Und es macht auch keinen Sinn, mehr für noch Responsablen zu sichern, für was wir so handeln dran sind. Da stellt sich auch die Frage von den nötigen Investimenten am öffentlichen Transport. Natürlich hat doch mit Landesplanung zu tun, mit der Hyperkonzentration von ökonomischen Aktivitäten an der Stadt rundherum. Wir sind noch mit einem phänomenalen Desequiliber konfrontiert. Zwischen den Arbeitsplätzen, die hier geschaffen gehen, und nicht die andere Seite von unseren Grenzen, was wohl mit einer wenig existierender Zusammenarbeit mit den Notbeschgegenden zu dienen hat, und aber auch mit dem Steuerdumping, den wir hier betreiben, für Betriebe hier umzuziehen, die sich könnte vielleicht bei unseren Opern etablieren, weil aus sich sowieso ein Großteil von den Arbeitsplätzen, die hier geschaffen gehen, auch von Grenzgängern besetzt. Dabei dürfen auch nicht die Wurzeln 12 von Lützeburger Grenzgänger vergessen, die auch all darüber die Grenze müssen, weil sie hier keine abordable Wohnung fanden. Das kann ich nicht als ein harmonisches Wachstum bezeichnen. Und da beißt sich die Katze an den Schwanz. Durch Steuerdumping bei den Betrieben ziehen wir Betriebe die Pendler unziehen, für die Plätze zu besetzen. An eins feiert die Steuerdumping zu einer Schwächung von der Resetten, die an einer weiterer Vergrößerung und Verbesserung von unserem öffentlichen Transport da könnten angesetzt gehen. Herr Präsident, wenn das geht, weil da war an unseren gut nicht als eine sogenannte Innovativerneuerung vom öffentlichen Transport oder vom Transport gelten kann, dann ist das ein sogenannten Übersystem, den echter Untermistechen, den am Kader von dieser Debatte schon zitiert gouf. Wo man nach Taxisgesetze gestimmt hatten, kann ich mich noch gut daran erinnern, dass sowohl der Rapporteur vom Gesetz, den Herr Max Hahn, Kliberklor gesucht wird, dass ein Übersystem tabu wie für Lützeburg. Den Herr Nordlichkeitsminister hat an der selben Debatte auch gesucht, den ökonomischen System. Ja, das ist das Problem, weil ob der Frau hun der DP so die Gringball sie war überholen, also vielleicht der SAP, ich weiß nicht, ich hoffe nicht mich, die muss ich gehen. Aber ja, den Herr Nachhaltigkeitsminister, den hat doch an derselben Debatte gesagt, den Abschiedverfall den ökonomischen System, das käme auch nicht froh, und da waren wir auch beruhigt. Und dann an einer Antwort auf einer Question parlamentär vom Herrn Moser, hat den Herr Minister sich ein bisschen, am Ende an, so wie ich dann interpretiert habe, ein bisschen mannerklar ausgedrückt. Nicht gesagt, grosso modo, es muss gucken, inwiefern es an der Lützeburger Arbeitsgesetzgebung applizierbar wird. Ich weiß nicht, wen die wirklich die Antwort kennt interpretieren, also der klare Nein oder das Nein mit Konditionen, es fängt an abzuwischen. Ja. Von den vor. Ja. Ich wollte den honorable David Wagner froh ob beweist, dass für 3D derselbe Minister ein Interview im Radio gehen hat und dat an dem Interview gesagt hat, dat van die Arbeitskonditionen, dat alles Arbeitsrecht und dat alles nicht angehalen ging, dat wir hier nicht auf Frau kämen, dat so eng Dumpingsgesellschaft hat, dat das System interessant wäre, mit dat nicht auf Frau. Ich wollte fragen, ob dir dat wisst, an die zweite Frau, ob dir wisst, dat selbste Minister auch an dem Radiointerview für ein paar Tage gesagt hat, dat eigentlich noch ein Großmarsch de Manöver gegen am neuen Taxisgesetz für das Taxifleisch könnten so Ideen überholen und sich weiterentwickeln.
B wo sech net A wo sech hadch matgrut. Den ensche Problem ass den well wann noch mat Leiit vun dieser Gesellschaft diskutiert, weil soweit ich verstanden hunn as zu enger Entrevue kom oder op Fall sein Gespräch kommen. Ja, kann ich so sowieso et se ganz genau, dat het bei Uberge dat nëmmen e Modell an ich klewe kaum, dat ze sech flexibel bon. Wann dat zu eng Klore nee féiert, dat sinn ich ganz berouecht. De Problem as ja auch den, weil Schweiz vun Uberlo, weil der doch auch den Rapporter de Klotagen, den ich nach remerciere für sein exzellente Bericht, dat ich vergiss zu machen. Voilà. Den awer auch die Frau opgeworfen huet. Natürlich joch net ganz am menggen net so äußerst klar ausgedregt huet, nech fir och froh dann fleit, ob dat och dieselbe Interpretation ass vun der LSAP wie och déi vum Norhaltegkeitsminister, dat hi dat op Kefall de System hai agefuert gëtt. Ja. Ja, merci. Schon ganz klar am engem rapport gesot, dat wann den iwwer Digitalisation schwätzt oder wann den trifft gin oder an DW geht, ganz klar, dat d'Erbechtsrecht mis respektéiert gin, Steuerrecht mis respektéiert gin, an dat legislative Kader mis adaptéiert gin an net o Detriment vun de Salarien. Dat dat watch gesot. Okay, merci. Ich hoffe, dat Uberlo verstanden huet, dat Lützeburg Stieren zugemacht huet. Ich kann nicht net op Thema no geläuscht hun. Wir werden dafür sorgen, dass die versat geht. Die wisst ja doch, weil sie viele die fanden das fantastisch, was mit dem Uber geschieht. Auf Frankreich wird gestreikt, also das also ja. Okay, dann ist es gut. Ja, die müssen angehalten gehen. Herr Präsident, zum Chômage. Den auch viel zitiert gehen, weil doch zum Budget geheiert, weil die Zölle hat natürlich einen Impact auf Staatsfinanzen, einerseits weil der Chômage bezahlt muss gehen, andererseits weil die Lohnfroh eine Resettefroh ist, sie wird Lohnsteuern, sie wird Kotisationen, aber auch weil ein ordentlich global Kaufkraft zu einer Stärkung von der lokalen Ökonomie beiträgt, auch von den kleinen Mittelbetrieben und nicht Steuererleichterungen bei den Betrieben. Mehr als die Linke nicht mit zu sagen, da den sech net op die Chômagezwelle kann beschränke, wann se liicht zurückgehen, an awer nach bei 6,2% Laien wat och stark konjunkturell ass muss a woch so. Muss sech och iwwer Qualität vun den Arbeitsplatzen eensinn an doiwwer schwätzen. An dat das bei weitem net zweetrangig. Ich gin den Eindruck einfach net lass, dat mat der Liichter bess vum Chômage wéier vielen andere Länder bëssen so getricks gëtt mé sech net unbedingt die ganz vorrecht iwwer d'Arbeitssituation zu Lützeburg gesot gëtt. Dat d'Amerikaner die bretzen sech joch mat 4,9 oder 5% Chômage. Wat dat iwwer d'Arbeitssituation an den USA hecht ass natilech eng ganz aner Sach. Zu Lützeburg hummer en relativ hégen To wann vun den héchsten Toen vu Working Poor, dat das 10%, dat hecht Leiit, die schaffen an die trotz ihrer Erbecht nach net iwwer Tronnen kommen. Men net nëmmen dat. Eng Erbecht sinn ass war gut, méi die fundamental froh ass déi, ob vu senger Erbeg gut liewe kann, an ob en och a gut an a secheren Erbeskonditionen huet. An dat ass dat war doch ofhuelt zu Lützeburg, an dat kann e noch nach alles no lesen, ammer wie vun der Salariatskummer zu diesem Projekt. Kurzzeitvertrag holen so zum uns bei Juncker. Das ist eine Realität, schon das schon ein paar Mal gesagt. Wir wissen da doch all, da ist ja auch natürlich ein bisschen eine Kontradiktion, weil wenn eng von den raren Mesuren für das Logement der ist, für junge Leute, das ist die in der 40 Jahren, für die Proprietät zu lackeln. Wenn ihr sowieso bedenkt, dass sowieso ob den Marché du Travail geht, dass junge Leute justement überhaupt Schwierigkeiten haben, ein Kontrakt à durée indéterminée zu finden, immer mehr Schwierigkeiten haben, dann können sie sowieso abhaken, wenn es geht, für überhaupt in der Proprietät zu accedieren. Also man denkt, CDD da hinzukommen, wenn ihr nach jung ist, da wäre doch die eine oder die andere Hilfe nicht richtig greifen. Dasselbe gilt auch für den temps partiel involontaire. Alors van den temps partiel op bis liicht draufgangen as ungefähr ball 18% als den ongewollten temps partiel.
rasant an Lurtgängen, an zwar 70% an dat zwischen 2008 und 2015 an davon sie noch hauptsächlich Frauen betraf. Und natürlich gibt nach immer Patronatsvertreter meistens unsere Betrieb geirft, hat genug Funktionären, Heichfunktionären oder professionelle Politiker diese Sto die net wissen unbedingt oder die sich kein Sorge mehr muss machen über die Zukunft, die nicht mitgehen de Leute zu erklären, dass sie müssen flexibel sind, dass sie all 3 Jahre oder all 2 Jahre müssen eine neue Formation machen, weil dazu witzig selbst zu wissen, das können sich nicht mehr pur privilegiert lesen oder justement die pur privilegiert die brauchen das nicht zu machen, die Formationen, das sind immer dieselben, die darüber abgerufen gehen, Sakrificer zu machen. Am dat sech de Problem, dat ass natürlich einfach wann en an hege Patronatskriser sitzt fir singen Salarien fir ze werfen, sie wären net gut genug. Also sie miste permanent sech adaptieren se go an engem hegeren Alter. Herr Präsident, ich will doch noch warnen fir un engem Herr oder eng Etude, net fir her zu warnen. Schmeng iedereen doch vun der schon geschwaart. Dat ass den neuen Guru vun der Regierung, den Herr Jeremy Rifkin, de ganz kontroverséiert, et wundert me immer also international as ganz kontroverséiert. Schon 1989 hat Zeitung Time 1989 Time net geliers nach immer net mé van den Loe mé Google. Und da hat Time getitelt, den Herr Rifkin, dat fir the most hated man in the world of science, weil net wirklich echt geholget vu Wissenschaftler davon aufgesehen, weil beim Rifkin geht es schon net nimmen Appen, Digitalisierung, die Digitalisierung, die geht ohne Rifkin, die geht vier Rifkin, und die vier Rifkin geht nicht, aber die wird auf jeden Fall simultan gehen an den No. Und das ist auch nicht nimmen den 3D-Drucker, was auch immer. Da geht es auch ein Arbeitsmodell für den anzufeiern. Den Arbeitsmodell vom neuen, vom modernen Dolehner vom 21. Jahrhundert oder vom 22. Jahrhundert, den an einer Arbeitswelt mit einem Minimum an Regeln sich durchsetzen muss. Das ist der reelle, und das ist die Substanz auch von der Theorie vom Herrn Rifkin. Und das hat doch den Romain Hilgert für uns 2 oder 3 Wochen an einem Landartikel ganz gut beschrieben, nachdem sie noch die Etude gelesen hat, dann dadurch ein bisschen überspitzt, wie er dadurch so richtig kann, so formuliert, dass dann Zukunft werden kann nach bei der Geburt kein Matrikül mehr, bei der Sécurité Sociale und mehr ein TWS-Nummer beim Registre du Commerce. Natürlich kann er so ein Rifkin, das ist so eine Toolbox, wo er in der Stadt hält, eng Toolbox, wo se Stadt raushëlt, war de gut vun dann so weiter. Ich schwngen de Problem ass das Box also sech die ganz köcht, dat ass die real Substanz vum Rifkin, a wann de Rifkin also wann der die köcht net mi hut, da fällt alles raus. Also ich meng das de Problem bei der Etude vun dem her. Ich gift dofir och Regierung Uro den dat sinn zu losen, dat man Rifkin so schlecht sie doch go net, da ich nach méi muss mat komischen Ideen befassen, die d Landmoll net so richtig abschätzen können. Für uns zur Wochenummer auch eng minimal findet so eine anekdotisch Erhechung vom Mindestlohn gestimmt. Da haben wir schon gesagt, dass es Erhechung bei weitem nicht gibt durchgehen, dass der letzte bei Mindestlohn an einem nicht Leben dezent zu leben. Knapp pur die Strop. Es auch eine Etude kommen vom Statec, die sieht, dass den ungefähr netto 1900 € braucht als Single für Gimen dezent ze liewen an 3.900 € als Koppel mat 2 Kanner. Dobei mise noch nach iwwer den Term Dezenz diskutieren. Wenn mat 1900 € de Mond, do iwwerlief den aweggkeet zu Lützeburg op Südverfall, wann den sos keng einer Form vun Unterstützung huet. Do le de Kin Euro op Zeit, weil kann jo net alles ausgin. Do le de Kin Euro op Zeit, weil dezent liewen er soch Sicherheit fir Sicherheit selber ze sugen. Am mat 1900 € netto, engem Loie tschen 1000 an 1200 €. Das jo Realitéit zu Lützeburg, wat bleif dann nach iwrech. Da si immer
Das immer bei 100, 700 €, wo ihr nach muss gucken. Muss ich nach tanken, de Bus oder den Zugabo muss auch bezuelen, wann ich kein Auto hat oder wann ich auf den Autowelt verzichten. Bedoren invest das, weil den öffentlichen Transport as net gratis, aber nicht schon nach nimmen 600, 700 € zur Verfügung heute Mund. Dann as sech der Spiel den mengglicher Gedenklor, dat Gratuität vom öffentlichen Transport dat immens viel gifëllefen. An schmengen dat wir auch ein Investiment den Regierung sech mis evaluieren fir Gratuität vu Bus a vun Zug zu Lützeburg integral anzufeieren, davon aufgesehen, dat wirklich gif nach méi den Service attraktiv machen, hätte man wo sech viele Leute geholfen. Oder dat wenigstens wie dat auch mal gesehen hun bei der Steuerreform, dat soviel aufgeschrieben gött. Vielleicht kennt den sech dann à la Limit dann vierstellen, dat den Abo aufschreiben kann von den aufsetzen kann von der Steuern, dat wir vielleicht dann wander schon net der Richtung Gratuität go, da kennt den an die Richtung goen. Voilà, das ist das Problem. Dafür ist es besser, Gratuität dann zu feiern. Ich hatte aber froh schon einen Herr Bausch gestaltet, dann bis lo hätten nie gesagt, man kann sich das natürlich immer evaluieren. Aber bon, Remenkeier. Wenn ich nur noch fertig ist, muss ich noch eine Assurance bezahlen und so weiter. Muss ich erste Kaffee gezahlt und so weiter. Muss ich noch eins so in Höhle gehen, an den Kino gehen, vielleicht muss ich noch Loisieren haben. Das gehört auch zum Leben und nicht mehr zum Evaluieren. Und dann hast du das Problem am Leben, dass du nur mit einer damit konfrontiert wird, wo ich muss bezahlen, 100 €, 200 €, 300 €. Du den aber noch nicht auf Zeit gelöst, weil ihn eben beim Mindestlohn leidet, auch weil ihn eine teure Wohnung hat. Und dann also ganz schnell erroden. Herr Präsident, nach ein Keier wenn wir schon bei Etude sind, kommt noch eine raus, wo gesagt gouf, dass 80% von den Salarien, die schaffen, gehen heute Leute beschaffen, obwohl sie krank sind. Also das ist natürlich nicht gut für sie, weil davon gehen sie nicht besser, wenn ich schaffe, wenn ich krank bin, sollen daheim bleiben und sollen ruhen. Und kann ich noch nach Diana ausstierchen. Das ist eine Realität. Und dann ist wieder krank. Und dafür hoffen ich auch, dass gewisse Stimmen an Zukunft sich ein bisschen mehr diskretweise, wenn sie von den vermeintlichen Abühen, von den Salarien schwätzen. Das sind meistens auch Stimmen, die nicht wissen, wer das erwischt geht, für wenig zu schaffen, oder viel zu schaffen. Sie sind immer dieselben. Sind da pur, die man nehmen mit. Aber die haben natürlich immer carte blanche. Ich meine, muss vorstellen, wie gewissen Betriebe heute zu Lützeburg da gefördert gehen, wenn Salarien sich gezwungen sind, trotz Krankheit trotzdem schaffen zu gehen, weil der gibt da immens viel. Aber ich meine, wir kennen da bestimmt auch alle Beispiele für Leute, die trotzdem schaffen gehen, auch wenn sie krank sind. Nicht schlimm krank sind, aber vielleicht ein bisschen. Ja, ein jour d'ailleurs, die hat mir schochten heieren, mais bon, das ist eine andere Sache, ich komme nicht da lernst. Mais das Problem ist réellement den, dass der Leute gehen da immens viel, also die sind sich gezwungen, das zu machen, weil sonst können sie mit, also wenn nicht kommen wir Haut, aber wenn nicht daheim bleiben wir, dann, da wir, ja, erstens, dann wird da daheim, und da wir für mich halt nicht dünner gegangen, weil hat chemisch rausgepucht. Mit dem Problem ist, wenn ihr an einem Supermarché schafft und so weiter, dann ist das eine ganz andere Situation. Dafür, weil das auch die ganze Hetz und den ganzen Druck auf den Absenteismus, den gemacht wird zu Lützeburg, und das möchte leider auch noch krank. Also darüber müssen wir noch ein Kehr diskutieren, und ich meine, wir werden noch schon ein Kehr diskutieren. Das, sowieso den nächsten Absenteismus, das ist den von der Arbeitsinspektion. Das ist der größte Absenteismus heute zu Lützeburg. Und das da, wo investiert muss gehen, das am Gangen, die Inspektion du Travail des Mines, das am Gangen reformiert zu gehen, auf eine energische Art und Weise, hunne scheren. Ich meine, das ist noch eine Investition, über die man nicht viel geschwärzt tun. Und ich meine, du musst noch mehr investiert gehen, für das man eine richtige Investition haben für den Schutz von den schaffenden Leuten zu Lützeburg. Schlussendlich, wenn ihr nach von Kontrolle schwätzt, weil muss ihn immer die richtig kontrollieren und nicht unbedingt die falsch. Ich will den Direktor, den ehemaligen Direktor von der Steuerverwaltung, den
exzellenten Herr G. Heinz nach zitieren, den für eine paar Wochen am Lützeburger Wort gesagt hat, der Gangster aus dem Polizist immer schrack voraus, dat wo ein Frohgestalt krut vom Journalist, ob überhaupt Steuerverwaltung kennt no kommen vis-à-vis von dieser Armada von Fiskalisten zu Lützeburg von Steuerbüros, die viel mehr, die an viel mehr großem, viel mehr massiv sind zu Lützeburg und noch gut ausgebildet sind. Wir fanden natürlich gut, dass die Regierung der Service der Revision ob 20 Leute abstockt. Das ist ein positiv Sache, das ist ein positiver Schreck. Wir sind aber noch ganz, ganz weit weg vom Konto. Und da wären wir auch froh, von der Regierung zu wissen, auch vom Finanzminister zu wissen, dass ja auch noch ganz spezifisch ein Departement, was die nächste Evolutionen Werte sind, Aufruhen von Abstockungen, justement, gegen Steuerhinterziehung hier zu Lützeburg, für die Kontrolle, justement, von der Steuerhinterziehung. Und der dritte Kostenpunkt, und ich meine, das kein jewesächliche Kostenpunkt, weil du musst immens viel, also, ob dann von Leute am Service der Revision, da Gruppe zu stufen, wenn ich weiß, da den auch nach einem neuen Adjoint kriegt und so weiter, also so viele neue Dossiers können auch nicht beackert gehen. Dafür ist es doch wichtig, überhaupt eine Funktion publik zu haben, die funktioniert, die abgestockt ist mit kompetenten Leuten, die gut formiert sind und die natürlich auch ordentlich bezahlt gehen. Und die auch nicht unbedingt durch die schlechten managerialen Methoden kujoniert gehen, die sowieso auch noch am privaten Sektor meistens nicht so gut funktionieren, wie das oft durchgestaltet wird. Da das natürlich eine Investition, login 1000 neue Beamten angestellt, geht das durch. Ich meine nicht, wenn ihn sowieso davon ausgeht, dass Lützeburg stark wiest. Ich meine, wir müssen auch, Lützeburg muss mithalten, aber wir müssen ein effikazes Service Public und ein gutes Service Public haben. Und dafür müssen wir noch darüber diskutieren, was wirklich die reellen Besoins sind von der Bevölkerung, von der Wurzeln der Bevölkerung, am Zusammenhang von den Services, vom Service universell, wie das muss gehandelt gehen, abgestaltet gehen. Und das ist natürlich auch ein budgetär froh, die sich unbedingt stellt. Wir sind aber leider skeptisch, weil wir meinen nicht, dass durch Steuerreformen, dass durch Männer Resetten, wie das der Fall ist, dass den sich all die wichtigen Investitionen kann leisten. Und aus diesen Gründen werden wir, wie die Regierung feststellen könnt, gegen diese Budget stimmen. So nicht mehr. Merci auch dem Herr Wagner. Damit sind wir am Ende von unseren Arbeiten für den Novent angekommen. Ich gehe jetzt Rendezvous morgen Morgen 9 Uhr präzis für die Antwort vom Finanzminister. Es sieht so aus, es sagt, nee, sie können weiter Redner angeschrieben. Das heißt, wir werden relativ frei über den Budget können aufstimmen. Wir werden Dono Motionen holen, die im Ordre du Jour stehen. Und dann weiterführen mit diesen arbeitsrechtlichen Projekten. Wir haben den Minister kontaktiert, als disponibel, sodass es eine Nutzung wahrscheinlich erspart bleibt. Und dann werden wir noch an noch die anderen Projekte evakuieren. Also Rendezvous, moi 9 Uhr. Merci und kommt gut heim. Also wie gesagt, morgen Morgen den Finanzminister über den Budget Dono geht dann mit den 2 Texten weiter, die vom Laurent Moser angerichtet wurden, einmal über die Türkei, das ist eine Resolution, und eine Motion über den Waffenruhe zu Aleppo und Syrien für die zu unterstützen. Nun es geht dann unter anderem um die Reform von der Arbeitsorganisation, über eine große Flexibilität vom Chômage partiell, und über dafür von Subventionen am Park den Klimabank an nachhaltig Wohnen betrifft. Die Sitzung morgen fängt 9 Uhr an.